liebe Freunde und Freundinnen, der Oski und ich, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem 46. Podcast, und zwar der zweite von der dritten Staffel. Genau. Wir sind gerade etwas Neues am Ausprobieren, darum muss ich gerade so ein bisschen lachen. Wir haben jetzt nebendran eine Kamera, also ganz banales iPhone mit einem Mic dran. Und darum habe ich gerade jetzt auch noch rüberschauen. Und das habe ich gerade lustig gefunden, weil wir das erste Mal jetzt dabei haben. Ja, in dem Sinn, ich freue mich richtig. Ich habe das Gefühl, es bringt nochmal eine Awkward-Stufe mehr rein, aber das ist egal. Wir probieren das jetzt einfach mal. Für alle, die es interessiert, wenn es klappt, dann stellen wir den Podcast als Videopodcast natürlich auch auf YouTube. Und dann könnt ihr euch das entsprechend dort auch reinziehen. Und dann, falls das jetzt dort oben ist, hallo zusammen, wir winken gerade in die Kamera. das ist so komisch. Es ist wirklich ein komisches Gefühl. Aber ja. Ja. Ich glaube, nach einer Minute haben wir vergessen, dass wir gefilmt werden. Genau, hoffentlich, ja. Ja, eben, ich war eigentlich bei der Begrüßung gewesen. Entschuldigung, habe ich nicht wollen. Wir sind jetzt wieder allein da im Studio. Und ich würde sagen, bevor wir... Gut, ich kann auch gerade fragen, wie es dir geht. Aber ich wollte eigentlich zuerst auf den Zeitungsartikel eingehen, aber dementsprechend ist es jetzt voll innentechnisch uns beiden ziemlich gut gegangen in den letzten paar Tagen, oder? Genau, ja. Also wir haben sehr schönes Feedback bekommen zum Zeitungsartikel. Ist auch super geschrieben gewesen, muss man wirklich nochmal ein Kompliment machen an Chris. Ja, danke vielmals. Sie hat das wirklich super gemacht. Ist auch wirklich herzig gewesen, was für Leute das teilweise auf einen zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe den Zeitungsartikel gelesen. Also all meine älteren Nachbarn, also alle schon pensioniert, sind so, wow, ja, jetzt bist du Medienstar und so. Und da musste ich lachen und gesagt, ja, nein, wir sind noch nicht so weit, aber es ist verdammt herzig. Es ist, glaube ich, auch in der Luzerner, also die Zugerzeitung gehört ja zu der Luzerner Zeitung, genau, was zu CH Media gehört. Genau. Aber es kommt nicht immer alles, was in der Zugerzeitung kommt auch in der Luzerner Zeitung, aber ich glaube, der Bericht ist sogar gekommen, oder? Das bei ist Zentralschweiz. Möglich, ja, das ist gut möglich, ich bin nicht mal sicher. Okay, auf jeden Fall habe ich es krass gefunden, dass wir doch schon dass wir interkantonal eigentlich sind. Mhm. Und ja, auch bei mir, ich glaube, es tut den Podcast sicher gut. Ein paar Leute werden sicher gemerkt haben, dass es schon ein bisschen etwas Ernstes ist, als vielleicht jetzt nur die erste Folge, oder die nach der ersten Folge aufgehört haben jetzt gesehen, dass es vielleicht etwas Ernstes ist. Und ja, genau. Sonst einfach, es ist immer gut, wenn man ein bisschen Publicity machen kann, oder? Das sowieso. Und wir fangen bei der Zugerzeitung an und irgendwann stehen wir dann auch noch in der NZZ und im Blick um 20 Minuten. Nein, jetzt Spaß beiseite. André, wie geht es dir? Wir haben ja in der letzten Folge besprochen, dass wir das Jahresgespräch haben müssen verschieben wegen deiner Ferien. Jetzt kannst du gerade mal sagen, wo du warst und wie es war und was du gemacht hast. Genau, also mir geht es ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich bin recht erholt. Geistig wie auch körperlich auf jeden Fall. Mhm. Ich bin jetzt schon wieder also wir haben 4 Wochen Ferien gehabt, seit der WM. Was so ein bisschen mehr als normal ist, würde ich jetzt sagen. Kann ich dich noch schnell unterbrechen zu dem, weil du gerade WM sagst. Zugerzeitung, beim Artikel online. Haben sich aber recht hops genommen. Also das habe ich gesehen und ich habe schon gedacht, also weißt du, mittlerweile habe ich ja eigentlich ein paar Einträge bei der Zugerzeitung. Ja. Und dann, halt, der Algorithmus schlägt dann gerade alles unten vor. Und logischerweise, das Letzte, was passiert ist... Wahrscheinlich auch das, was am meisten geklickt wurde. Das würde mich echt wundern. Aber ja, so, das ist einfach, ist halt, Drama verkauft sich immer gut. So Drama war es ja nicht gewesen, aber... Nein, es war so gewesen, dass der Artikel, der nachher als nächstes vorgeschlagen worden ist, unter unserem Podcast-Interview mit der Chris, ist eben der Artikel gewesen, wo ich an der WM reingefallen bin. Übrigens, eben, da haben wir ja schon angetönt, wir haben eigentlich über all das geredet. Genau. Leider ist die Folge uns abgestorben, muss man fast sagen. Und wir haben es nicht veröffentlichen, aber Oski hätte das schon erklärt in der zweitletzten Folge, ja. Zweitletzte Folge. Auf jeden Fall haben wir dann aus ein bisschen authentischen Gründen das nicht mehr reproduziert, weil es einfach nicht mehr echt gewirkt hat. Ja, es wäre einfach
wirklich wie wenn man eine Sprachaufnahme nochmal muss machen und nochmal so Genau. im zweiten Mal dort fake lachen. Ja. Und entsprechend werden wir das jetzt einfach mal sein lassen. Ich hoffe, du hast dich erholt von dem Schock. Also mega. Also ich meine, jetzt kann ich auch... Also ich tue nicht darüber lachen, weil es einfach lustig ist, sondern man kann darüber lachen, weißt du, was ich meine? Also, genau. Und ja, vielleicht Ende Jahr, wenn wir wieder den Jahresrückblick machen, können wir ja dann nochmal drüber reden. Ja, genau. Dann ist nämlich schon genug Zeit vergangen, dann können wir auch wieder authentisch drüber reden und unsere Eindrücke schildern von der WM in Racice. Aber ja, Entschuldigung, eben, du bist in der Ferien gewesen, du bist in Albanien gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Du unter anderem. Das ja, es sind glaube ich mehrere Länder gewesen, aber hauptsächlich in Albanien. Hauptsächlich Albanien. Genau, mit dem Auto. Wir haben wirklich auf einem alternativen Weg, also nicht dass das Auto alternativ wäre, aber im Sinne von, wir haben nicht die klassischen Touristenrouten genommen durchs Land, weil die meisten Routen sind halt einfach Schotterstraßen oder halt wirklich nicht befahrbar mit normalen Autos. Und ja, wir sind dann dort rumgefahren, haben das Land entdeckt, Leute kennengelernt und es war mega geil gewesen, wirklich landschaftlich und ja, einfach ich glaube etwas, was in Europa nicht mehr so oft gibt. Und noch unentdeckt, oder? Ziemlich, würde ich sagen, ziemlich. Also es gibt schon die Teile, die touristisch sind, die sind dann sehr touristisch, aber der Rest ist wirklich noch nicht ganz unberührt, aber man kann sich es gut vorstellen, wie es vor 20 Jahren noch unberührt war. Ja, und was auch noch war, also letzte Woche bist du ja auch weg gewesen, bist in Barca gewesen. Genau. Und nicht irgendwie zum Festen oder zum ein bisschen am Strand chillen, sondern... Das eine oder andere Bierli hat es schon gegeben, aber es ist immer noch in der Off-Time, also Off-Season. Aber ich bin mit dem Roman Rösli dort hin. Genau. Und wir sind nicht einfach so auf Barca, eben, wie du gesagt hast, am Strand Ferien machen, sondern unsere 2 ehemaligen Ruderkollegen, oder 3, sorry, muss ich sagen, der Augustin, der Barnabé und der Nico, Nico Stahlberg. Nico Stahlberg, Barnabé Delars und Augustin Maillefe sind ja alle in Rio im Doppelvierer gewesen. Genau. Und nachher in Tokio. Und ja, auf jeden Fall haben sie jetzt alle mit dem Rudern aufgehört und sind halt von Alinghi, also das, für die es nicht kennen, Alinghi ist ein Segelcrew, wo ein Challenger ist vom America's Cup. Sie haben ihn schon 2-mal gewonnen. Und jetzt wollen sie für die Austragung im Jahr 2024 ein neues Team, wieder unter der Flagge von Alinghi, also ein Schweizer Team, eine neue Mannschaft aufbauen. Und eben, die brauchen vor allem die Ruderer oder ehemalige Ruderer zum Watten. Also das ist Power Crew. Die bringen dann eigentlich sozusagen das, was früher noch mit den Armen gemacht worden ist beim Grinden, bringen sie nachher auf einem Velo mit dabei. Sehr geil. Und ja, die sind halt angefragt worden von Alinghi und wir sind sie dann besuchen, haben ein bisschen reinschauen. Und ich wollte ja mit ihnen noch so ein bisschen auch für den Podcast ein kleines Interview machen oder zumindest eine Sprachaufnahme oder so. Aber irgendwie hat es mich erzwingen. Also weißt, wir sind wirklich... Ja. Wir sind die ganze Zeit unterwegs gewesen und auch nicht immer jetzt bei Alinghi. Und darum, ja, es wäre einfach ein bisschen komisch gewesen, wenn ich gesagt hätte, ey, Freunde, jetzt müssen wir den aufnehmen. Ja, klar. Aber ich kann euch sicher versprechen, oder wir können euch sicher versprechen, dass in Zukunft wird es definitiv noch mehr Sachen zu Alinghi geben. Und ja, die Insider haben wir. Da müssen wir uns nicht mehr gross kümmern. Und es ist auch mega, mega spannend. Also, und auch hochgeheim. Also, wir haben nicht zu nahe ans Boot. Ja. Wir haben nicht einmal in die Nähe von der Werft. Weil dort halt alles, die Ingenieure drin sind, alle vielleicht noch Teile, die noch rumliegen, die sie nicht brauchen im Moment. Und im Moment sind sie halt wirklich voll am Ausprobieren, am Testen. Und es ist schon noch eine Top-Secret-Mission, ja. Ja, aber das ist gut. Dann haben wir da Ja, das wird schon... ein paar Hochkaräter, die dann noch kommen. Aber ja, ich finde Red Bull und Red Bull Racing ist eigentlich ein gutes Thema. Weil jetzt
jetzt noch kommen wir eine nämlich bessere Überleitung. zu unserem Wochenrückblick. Und das Mal machen wir es ja nicht im üblichen Format mit der Top 3, weil wir wollen nicht nur auf das, was am Wochenende passiert ist, zurückschauen, sondern auch auf das, was passiert ist in der Zeit, wo wir weg sind. Ja, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gemacht, oder? Das, wo wir eine Pause hatten, haben wir dann wirklich auch die Zeit nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Und es ist wirklich viel passiert, auch mega viele spannende Sachen. Lokale, internationale, ja, wir haben ein bisschen alles, verschiedene Sportarten und darum haben wir gedacht, wir wollen jetzt gar nicht wirklich in dem Sinne das Hauptthema auswählen, wo wir da wirklich, ja, wie soll ich sagen? Näher beleuchtet, Sondern es sind viele spannende Sachen, wo wir darüber reden können und darum, ja. Gehen wir heute so durch das Programm durch. Genau, und eben anfangen würde ich gerade mit Red Bull, wenn wir schon von Alinghi geredet haben. Die haben ja eben die Kooperation, die wir schon mal angesprochen haben. Genau, wir haben das schon mal diskutiert. Das ist wirklich, das heisst ja Alinghi Red Bull Racing. Also wenn ich da sage Alinghi, dann ist natürlich, lohne ich einfach den zweiten Teil weg, aber sie sind eigentlich genauso 50% mit dem Budget beteiligt. Und ja, das sind ja wirklich auch die von der Formel 1. Also die aber Budget ist eigentlich gerade ein gutes Thema. Wir können auch mit dem anfangen. Ich hätte jetzt mit Verstappen angefangen, aber wenn wir schon vom Budget reden. Also ihr müsst wissen, am Anfang haben wir gesagt, wir fangen mit Fußball an, weil es eine gute Überleitung wäre. Dann hat der Oski noch eine bessere Überleitung gefunden mit Red Bull zum Verstappen. Und jetzt, was ist die dritte? Ja, Budget, weil du gesagt hast, sie sind 50% am Budget beteiligt. Dann wissen wir ja zumindest, woher die Budgetüberschreitung könnte kommen. Nein. Ja, eben, es geht um Formel 1, es geht um das Red Bull Racing Team, das ja letztes Jahr mit dem Verstappen den Fahrertitel geholt hat. Genau. Und letztes Jahr ist auch das Cost Cap eingeführt worden, das heisst die Budgetobergrenze in der Formel 1. Das sind, glaube ich, letztes Jahr 145 Millionen gewesen. Und dann hat es vor ein paar Wochen gerumort, dass 2 bis 3 Teams da über dem Budget Cap operiert haben, was in der Formel 1 extrem verpönt ist. Und, also, jetzt, wo es erstmalig eingeführt wurde, aber es war extrem verpönt gewesen. Plus ist ja dann unklar gewesen, was gibt es für Strafen. Yeah. Und es ist immer rumort worden, dass ein Team Aston Martin ist, aber die haben einen Verfahrensfehler gemacht und ein Team sagt Red Bull Racing, wo über 5% über dem Budget-Cap ist und entsprechend quasi finanzielles Doping betrieben hat und so den Verstappen zum Weltmeister gemacht hat. Und ja, das war eben ein Rumor gewesen. Und jetzt ist aber herausgekommen, dass es effektiv bei Aston Martin einen Verfahrensfehler gibt, wie auch bei Williams. Aber Red Bull Racing ist unter dieser 5% Grenze. Das heisst, aber die Grenze wäre ja eigentlich, wenn es ein Limit gibt, dann ist es 0. Also du darfst 0 Überschreitung haben. Genau. Oder gibt es eine Toleranz, wo dann halt sich die Busse mehr oder weniger härter oder weniger hart ausfällt, oder wie ist das? Genau, also man hat wirklich, bevor das Ganze losgegangen ist, festgelegt, 5% ist so wie eine Art Grauzone, wenn du so willst. Das heisst, dort gibt es einen gewissen Strafenkatalog für alle Vergehen, die innerhalb von dem stattfinden. Und wenn es über 5% wäre, also das heisst mehr als 7 Millionen plus minus, dann gibt es eine gröbere Strafe. Aber die ist nie festgelegt worden. Man hat darauf spekuliert, dass Red Bull wirklich mehr als 5% über dem Limit ist. Mittlerweile sind es aber weniger als 5%, wo sie ausgegeben haben. Okay. Und das ist von unabhängigen Wirtschaftsprüfern untersucht worden und auch so bestätigt. Das heisst, da kann nicht gross geschummelt werden. Aber jetzt stellt sich trotzdem die Frage. Man sagt in der Formel 1, für jede Million, die man mehr ausgibt, kann man ein Zettel rausholen. Ja, die Zahl habe ich ja so auch noch nie gehört, aber das ist krass. Das ist wirklich 1 1 Million für einen Zettel, aber ist echt... Ja, das ist viel. Und eben, ich meine... Das ist viel, ja. Und ich meine, jetzt muss ich dich als Sportler fragen, eben wenn du hörst, Red Bull hat die Grauzone ausgereizt, genutzt, macht dich das eher hässig oder findest du das fast schon ein Geniestreich, dass man sagt, fuck it, wir riskieren es und gehen so nahe an die 5%-Grenze an wie möglich und betreibt quasi
in Anführungszeichen legales Finanzdoping? Also ich finde das Wort Doping, in diesem Kontext habe ich es mir auch noch nie überlegt, aber wenn du sagst, eben, ich meine, wie viel man kann in diesen Rennsportarten, wo es wirklich um die Aerodynamik und um Motorenleistung geht, wie viel man dort eigentlich rausholen kann, wenn man mehr Geld ausgibt. Also das finde ich dann eben gehört dann schon wirklich in den Bereich Doping. Mhm. Und darum finde ich es eigentlich mega heikel, dass das so einen grossen Graubereich gibt. Also ich meine 5% ist immer noch viel Geld. Ich meine, die haben wahrscheinlich irgendwie ein Budget von 145 Millionen. 145 Millionen, okay. Ja, also eben, also das ist nachher nicht nur, ob jetzt der irgendwie, keine Ahnung, seine Brille ein bisschen dunkler oder ein bisschen, also ein bisschen weniger dunkel ist, also, sondern das sind dann wirklich eigentlich grosse Auswirkungen. Und ja. Also, um das in Relation zu setzen, der Mattia Binotto, der Teamchef von Ferrari, hat gesagt, für 1 Million kannst du 10 Ingenieure einstellen. Also einfach, um das mal so okay. Ein bisschen in Relation zu setzen, ja, also, was das auch nur schon heisst an Arbeitsplätzen. Da muss ich schon sagen, mega heikel von ihnen. Vor allem eben, dass sie das so eigentlich so dreist ausnutzen, im Sinne von, ich meine, ja, jeder weiss, dass sie es nicht machen sollten, aber sie gehen einfach so krass an die legalen Grenzen, dass es eben dann gleich einfach mit einem vielleicht kleinen Reputationsverlust durchgeht, aber ohne wahre Konsequenzen für den Weltmeistertitel, sei es jetzt Konstrukteurwertung oder Fahrwertung, und darum genau. Was jetzt eben nicht klar ist, was es für Strafen gibt. Es gibt zwar theoretisch einen Strafenkatalog, aber das ist natürlich ein bisschen diskutiert worden, ob das jetzt fair ist, den so umzusetzen, weil ja quasi dann die grossen Teams können die Grenzen ausreizen, während die kleinen Teams das nicht können und sich dadurch einen unfairen Vorteil verschaffen. Und der Donnerstag, also schnell zum Klarstellen, heute ist Dienstag, der 25. Oktober. Der Donnerstag sollte eigentlich das Verdikt rauskommen. Es wäre schon früher rausgekommen, aber wegen dem Tod von Dietrich Mateschitz hat die FIA, also der Weltmotorsportverband, entschieden, dass man das verschiebt. Ja. Und ja. Aber eben, also ich finde, wenn sie es nicht wollen, also wenn die Rennleitung das nicht will, dann müssen sie einfach härtere Grenzen einführen oder weniger Grauzonen. Darum, ja, sie haben es, ja, ganz am Schlussstrich muss ich sagen, es ist ein Schachzug. Ich würde jetzt nicht sagen ein Genie-Schachzug, sondern einfach einer, der dich halt um Biegen und Brechen zum Besten macht. Aber wenn jetzt der sympathischste oder der netteste sein, dann wird es sicher nicht, aber das ist auch nicht das Ziel im Sport. Nein. Das Ziel ist eben Weltmeister zu werden und das haben sie geschafft. Haben sie geschafft. Und das Jahr zum zweiten Mal jetzt. Konstrukteure auch, ja. Nein, Konstrukteure zum ersten Mal. Aber zum zweiten, dass sie eben zwei, also sie haben Konstrukteure und auch die Fahrwertung jetzt. Genau. Und jetzt ist halt eben wieder eine kleine Diskussion entbrannt, eben wegen dieser ganzen Budgetdiskussion, weil du quasi, wenn du mehr Budget im Vorjahr kannst einsetzen, dann auch mehr kannst du in die Entwicklung stecken für das Auto vom nächsten Jahr. Das heisst, dass du dir quasi nicht nur in einer Saison einen Vorteil hast, sondern in 2. Jetzt muss ich aber zu dem sagen, das ist fertiges Eich, weil der Max Verstappen hat dieses Jahr alles in Grund und Boden gefahren, wo er auch nur in irgendeiner Form vorgefunden hat. Ausser am Anfang haben sie ein bisschen Mühe gehabt. Genau, am Anfang haben sie zweimal das Rennen verpatzt, eigentlich, kann man sagen, weil der Motor in die Luft gejagt wurde. Aber nichtsdestotrotz, in 16 Rennen, wo der Verstappen ins Ziel kam, hat er 13 Mal gewonnen, was der neue, er egalisiert den Rekord von Michael Schumacher und von Sebastian Vettel, vom meisten Sieg in einer Saison. Ja. Und entsprechend, ich glaube, ob da jetzt 7 Millionen mehr oder weniger geflossen sind, macht für das Auto auch nichts mehr. Aber ich finde es krass, ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass der Verstappen Weltmeister geworden ist. Er auch nicht. Ja, das habe ich jetzt im Nachhinein gesehen, bei der Recherche für den Podcast. Also weißt du, normalerweise, klar, wenn du Formel 1 mitverfolgst, was ich jetzt wirklich halt nicht gemacht habe in den letzten 2-3 Wochen, weil ich weg war, es ist so, ich bin drauf und es steht einfach so, sie sind Weltmeister oder und so, der Max ist auch Weltmeister zum 2. Mal und ich so, was?
Ja. Aber sie haben es ja in dem Rennen gar nicht mitbekommen. Aber sorry, das ist ja so schade. Bro, vielleicht wird er nie mehr Weltmeister, wir wissen es nicht. Ja. Und dann bist du einfach so, du wirst so halt Weltmeister, weißt es am Anfang noch nicht geht und nachher bist du so, ja, geil, oder? Yeah. Ja, er war auch völlig perplex und er hat so gesagt, ja, eigentlich ist es noch lustig, dass ich so Weltmeister werde. Aber ja, es war wiederum die Situation gewesen, dass die FIA ihre Regeln nicht klar kommuniziert. Also ich habe es rein auf Sky geschaut. Yeah. Und Sky hat ja wirklich relativ gute Experten, unter anderem auch der Ralf Schumacher. Und die sind selber völlig perplex gewesen, dass in dem Rennen, wo ja nicht über die volle Distanz gegangen ist, volle Punktzahl verteilt wurde. Und das war ja gewesen, weil die FIA in ihren Regeln Interpretationsspielraum hat. Da wieder. Ja. Das Gleiche war auch letztes Jahr im Finale, oder? Mit diesen Regeln. Genau, ja. Wo es plötzlich geheißen hat, ja, sie dürfen den Safety Car überholen. Das weiss ich noch. Ja. Oder ist das doch so gewesen? Also die überrundeten Autos dürfen das Safety Car überholen. Genau, so war es. Und ja. Aber dann sind ja nicht alle vorbei, sondern nur ein Teil, die zwischen ihnen zwei, also zwischen Hamilton und Verstappen war. Genau, auf jeden Fall. Letztes Jahr riesen Drama, weißt du, so auf den letzten Schlussstrich weiss man noch nicht, wer Weltmeister wird. Und jetzt so völlig so, hast du das Gefühl, es ist echt, es ist einfach zu, es ist nicht spannend gewesen. Ist es spannend gewesen, oder? Also was meinst du jetzt? Ja, der Verlauf bis jetzt. Von der Saison? Ja, wie würdest du jetzt das beurteilen? Oder ist jetzt das... Ja, also ich glaube, es war mehr Spannung drin gewesen, als auf dem Papier, also die Punktanzahl, das lässt vermuten. Ich glaube, gerade was Ferrari auch eins selber verbockt hat, ist unglaublich. Und was sicher cool war, ist diese Saison, dass die Änderungen bei den Autos wirklich etwas gebracht haben. Das heisst, dass man wirklich durchs Band ein geiles Racing hat, mehr Überholmanöver und so weiter. Was halt oft passiert, wenn du quasi einen Wechsel von einer Ära hast, dass ein Team das Reglement perfekt herbringt oder perfekt interpretiert, in dem Fall eben Red Bull, und dann die Ära dominiert, oder zumindest der Anfang von dieser Ära dominiert. Und das haben wir ja auch jetzt gesehen. Eben am Sonntag sind sie ja gerade Konstrukteur-Weltmeister geworden in Austin. Übrigens ein sehr geiles Rennen gewesen, muss ich wirklich sagen. Okay. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nein, habe ich nicht. Also wirklich sehr geiles Racing. Sehr viele Sachen sind passiert. Also wirklich von Autos, die abgehoben sind, bis verpatzte Boxenstopps, bis Aufholjagd. Alles Mögliche dabei gewesen. Und ja, Red Bull hat es einfach wieder mal hergebracht. Die bringen es einfach zustande, das immer irgendwie richtig zu interpretieren und vorne dabei zu sein. Das sind halt seit über 10 Jahren. Also sind sie immer in der Top 3 gewesen. Also von dem her, ja, Chapeau. Ja, jetzt habe ich aber gleich noch eine kleine Frage. Also ich meine, für den Verstappen ist es ja gleich so ein bisschen komisch, weil er jetzt noch nie wirklich so richtig Weltmeister geworden ist, im Sinne von, dass es klipp und klar war. Ist jetzt nicht rein leistungsmäßig, sondern wahrscheinlich wäre es ja sowieso geworden dieses Jahr. Genau. Aber rein regeltechnisch hat er ja letztes Jahr und jetzt dieses Jahr eigentlich so wie, ja, ist er durch ein Schlupfloch durch einen Weltmeister geworden, könnte man sagen. Ja, ich weiss, was du meinst. Das macht es ja schon nochmal wichtig für ihn, dass er eigentlich zum 3. Mal, wo dann hoffentlich wirklich regeltechnisch mega klar ist, Weltmeister wird. Ja, oder findest du jetzt... Ich finde schon, also ich finde schon auch, dass das so ist. Ich glaube schon, dass du recht hast, wenn du sagst, er muss quasi sich wie das nochmal erarbeiten oder quasi das Feeling erleben. Aber jetzt er selber hat gemeint, ihm ist das scheißegal. Aber das, ja, da gibt's, muss ich sagen, es gibt zwei Sichten. Eben, die eine so ein bisschen die sagen jetzt, ja, Sieg ist jetzt 2-mal da mit einem komischen Regelbuch Weltmeister geworden, aber schlussendlich muss ich auch wirklich sagen, im Sport zählt einfach das Resultat. Genau. Und das seit 2-3 Jahren interessiert das niemand mehr. Genau. Etwas anderes, was wir besprechen müssen, wenn wir schon bei Red Bull sind, eben der Tod von Dietrich Mateschitz. Genau. Haben wir vorher schon schnell angetönt. Ich weiss nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich habe das Gefühl, das ist recht ein Wumms durch die Sportwelt. Ja, also das haben wir sicher mitbekommen. Ich habe jetzt viel auch gelesen in den letzten Tagen, aber ich habe wirklich nie mitbekommen, an was ist er gestorben. Krebs leider, aber das ist, glaube ich, öffentlich gar nicht bekannt. Eben, also das ist gar nicht so wirklich geschrieben worden oder mitteilt worden. Ja, es hat mal Spekulationen gegeben, diesen Sommer,
auch wegen der Formel 1, weil es ist der GP von Österreich war und normalerweise ist er ja dort der Gastgeber, ihm gehört die Autostrecke. Und ja, er ist gar nicht aufgetaucht und dann sind mal die ersten Gerüchte aufgekommen. Und ja, scheinbar sei es ein kurzes, aber sehr heftiges Krebsleiden gewesen. Und dann hat es ihn noch vor 80 ja, leider genommen. Dumm gesagt, sorry. Sorry, ja. Sorry, das soll jetzt nicht... Nein, da habe ich jetzt einfach ein bisschen lustig ausgedrückt. Aber ja, natürlich ist jetzt ein falscher Moment zum Lachen, Entschuldigung. Ja, jedenfalls, ja, er war ja eigentlich recht fit gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass er 78 war. Ja, stimmt eigentlich schon, ja. Also wenn du ihn so gesehen hast. Und was ich cool gefunden habe jetzt beim Rennen von der Formel 1, haben sie ja bewusst keine Schweigeminute gemacht, sondern eine laute Minute mit Applaus und Getöse und auch das ganze Red Bull Racing Team ist in Jeans rumgelaufen, weil er immer in Jeans rumgelaufen ist. Er war nicht der Anzugträger gewesen. Yeah. Und er war ein riesen Rolling Stones Fan gewesen. Und dann haben sie auch das ganze Wochenende in der Garage Rolling Stones abgelassen. Also finde ich geil. Und eben du als Athlet hast ja nochmal ganz eine andere Sicht auf Red Bull. Und es nimmt mich wunder einfach, wie du das siehst. Eben der Typ und was er für den Sport gemacht hat. Ja, also das ist, ich meine, Red Bull ist, wenn du von Red Bull gesponsert wirst, als Sportler in der Sportwelt, dann hast du schon mal irgendetwas erreicht. Also das ist schon mal, das zeigt eigentlich das Ausmaß vom Ganzen, dass wenn du als eigene Marke in der gesamten Sportwelt auf der ganzen Welt so ein Prestige kannst erreichen. Yeah. Das zeigt, dass du einerseits unter den Sportlern ein grosses Ansehen hast. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ich meine, wenn die FIFA würde kommen und sagen, sie würden mich sponsern, dann müsste ich zuerst überlegen. Also weißt, einfach nur, weil es dann, wie wirkt das gegen raus? Ja, klar. Aber wenn jetzt Red Bull kommen würde, ich meine, da würde wahrscheinlich fast keiner Nein sagen. Und darum zeigt es eben wirklich, was es auch bei den Sportlern und Sportlerinnen für ein Ansehen hat. Und aber auch bei den, ja, gut, bei den grossen Weltverbänden sind sie wahrscheinlich eher ein bisschen auf der Kippe gewesen. Aber ich denke jetzt, so im Großen und Ganzen war eigentlich Red Bull sehr akzeptiert gewesen und genau. Das hat sicher auch an ihm gelegen. Ja, er war ja ein Riesenförderer gewesen. Also ihm ist es ja sehr wichtig gewesen, dass man den Sport oder vor allem auch die weniger bekannten Sportarten fördern. Und dass Red Bull da, wo auch immer sie dabei sind, junge Talente fördert. Und nicht einfach mitmacht, sondern an der Weltspitze mitmacht. Und das finde ich so ein geiles Prinzip und die Leute kritisieren das ja oft wegen Kommerzialisierung vom Sport und so weiter. Aber ich finde, es gibt Kommerzialisierung und es gibt Kommerzialisierung. Also weißt du, was ich meine? Mega, ja. Also ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich meine, ich muss sagen, ich finde es auch nicht geil, zum Beispiel jetzt im Hockey, wie voll die Trikots sind. Das ist einfach etwas, wo vor das Auge ist es nicht so schön. Genau. Aber man muss dafür auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel sagen wir, der Ruderverband, also der Weltruderverband FISA mit Red Bull zusammenarbeiten würde und ein neues Konzept von Regatten würde erarbeiten, dann würde der Sport wahrscheinlich so langfristig davon profitieren, wohingegen, wenn du halt das nicht kommerzialisierst, jetzt Rudern, wie es halt grösstenteils jetzt noch ist, dann stirben gewisse Teile so ein bisschen aus. Und jetzt kannst du dich entscheiden, oder? Willst du es nicht kommerzialisieren, willst du es kommerzialisieren? Und darum sehe ich schon, was du meinst. Es gibt das, was eben einfach auffällig überfüllt ist oder einfach wirklich ins Unehrliche hineingeht, müsste man fast sagen. Oder willst du eben auch wirklich die Sportwelt vorantreiben, oder? Entwicklung hat einfach auch viel mit Kommerz zu tun. Das ist leider so. Und aber er hat das halt auch wirklich, ich glaube, er hat die Entwicklung gesehen und nicht nur, also er war ja schwer reich gewesen. Ja, 27,8 oder 27,3 Milliarden, irgend sowas Vermögen. Ja, eben der Dude hat sicher genug Geld gehabt. Und gleich ist jetzt mir so im Nachhinein übergekommen, dass er das wirklich auch primär, er hat den Sport geliebt, oder? Ja, also was ich verstehe an der Kritik an ihm, beziehungsweise wie Red Bull Sport vermarktet, ist das Hochrisiko, das immer schneller, immer besser, immer extremer. Das, wo ja auch unter anderem Athleten dann gestorben sind bei Stunts für Red Bull. Schon krass, ja. Und das finde ich auch absolut eine berechtigte Kritik.
Aber gleichzeitig muss man auch sehen, eben, was er als Förderer vom Sport gemacht hat, was er für Serien entwickelt hat, wie er es geschafft hat, dass Sport und Events quasi fusionieren. Mhm. Und eben ja, wie er es geschafft hat, junge Talente zu fördern, die ohne die Hilfe von Red Bull nicht an die Weltspitze gekommen wären. Also ich habe letztes Mal gelesen, im Formel 1 Grid sind 7 Fahrer von 20 aus der Red Bull Akademie. Und viele von denen wären... Ist die auch in Österreich? Ich weiß es eben nicht einmal, aber ich weiß einfach, dass die jungen Fahrer quasi in die Red Bull Akademie nehmen und dann sind sie bei verschiedenen Teams gelagert, aber Red Bull tut quasi Infrastruktur und Personal zur Verfügung stellen. Okay. Und eben genau so, das ist ein Beispiel, aber es gibt auch noch andere Beispiele wie im Skisport, was da teilweise gefördert wird. Also gerade Marco Odermatt ist ja gesponsert von Red Bull. Oder früher Henrik Christoffersen, früher auch Marcel Hirscher. Also, dass die wirklich auch die Weltbesten unter der Fitte kennen. Lindsey Vonn habe ich natürlich vergessen. Ja, sicher. Und da gibt es noch hunderte Beispiele. Es gibt viel. Also das ist klar. Aber was du gesagt hast mit, wir müssen vielleicht irgendwo durch wenn etwas passiert, weil man Risikosportarten promoten, würde es vielleicht nicht schaden, wenn man vielleicht mal auch ein bisschen hinsteht und irgendwie ein klares Commitment dazu abgibt oder mehr Verantwortung übernimmt vielleicht. Yeah. Es ist ja im Verhältnis zu den Sportlern, die sie haben und Sportlerinnen, passiert ja nicht extrem viel. Zum Glück, ja. Zum Glück. Aber gleich, es ist natürlich immer scheiße, wenn ein Mensch stirbt und du hast ihn eigentlich sozusagen so ein bisschen getrieben, oder? Yeah. Also du hast gesagt, Bro, ich gebe dir 100'000 K im Jahr, 100 K im Jahr. 100'000 K? 100'000 Millionen, Mann. Geil. Ich gebe dir irgendwie 100'000 Schweizer Franken, korrekt ausgedrückt, und du kommst dort von den Klippen runter oder von dieser Felswand. Muss ich auch sagen, ja, nichtsdestotrotz, Red Bull, wenn jemand von Red Bull zuhört, ich komme sofort, Oski kommt auch, unser Podcast kommt auch. Volina lässt sich gerne von Red Bull sponsoren. Wir machen auch Felssprünge, wenn es muss. Ja, zum Glück ist Rudern keine Risikosportart. Aber zum Beispiel wie hat er geheißen? Xeno Müller ist sogar Schweizer einer der ersten Red Bull-Athleten gewesen, also von der ersten Stunde. Und der Mario Gier und der Simon Schürch sind ja im Doppelzweier auch von Red Bull gesponsert gewesen. Also bei den Ruderern sind sie schon auch dabei, aber ja, du musst halt einerseits ein mega guter Ruderer sein. Und dann auch noch ein bisschen gewisse Ausstrahlung haben, im Sinne von, dass du auch kannst Leute erreichen kannst. Ich meine, also zum Beispiel so einen Niki, also jetzt kein Ruderer, unser Snowboarder, Pauline Family Member, genau. Der würde jetzt zum Beispiel für mich schon auch zu Red Bull gehören. Genau, er ist von einem anderen Getränkehersteller gesponsert, aber ich finde auch, ja. Was eben lustig ist, Red Bull ist ja nicht, also wir reden immer ein Getränkehersteller, aber das Red Bull selber ist ja so ein kleiner Anteil wahrscheinlich von Red Bull, wo sie, also rein finanziell... Ja, es ist ja ein riesiger Konzern, also die haben ja ein eigenes Medienhaus, Printzeitschriften. Genau. Was haben sie noch? Events, ja, Sportteams. Ja, und sie sind wahrscheinlich auch eine Art Consulting, also Sportconsulting, in dem sie Sportler halt nehmen und sie an die Spitze führen. Yeah. Also kannst du auch, ja, das gehört zum Sponsoring, aber auf jeden Fall finde ich es lustig, dass eigentlich Red Bull auch wie eine Art, ja, sie produzieren auch ein Lebensmittel, blöd gesagt, aber es ist eigentlich nur die Spitze vom Eisberg. Genau, das ist schön ausgedrückt. Finde ich gut. Ja, wenn wir mal zu einem anderen Thema kommen, und zwar Fußball, dort ist schon so einiges passiert. Und wir haben ja dann festgestellt, dass unter anderem der Volline-Fan Nummer 1, Volline-Fan von erster Stunde, also der Karim Benzema. Oh Bro, jetzt ist mich auf die falsche Fährte gelockt. Überlege ich so, wer ist das? Aber ja, der Karim, er ist sicher ein riesen Fan von uns, das muss man sagen. Genau, wer es nicht gesehen hat. Er lacht sogar auf den Fotos, also er hat wirklich Spass gehabt, mit uns Fotos zu machen, muss man sagen. Ja. Genau das hat ein Bild auf Insta hochgeladen, wo er den Ballon d'Or gewonnen hat. Das ist gerade vor etwa
2 Wochen gewesen. Einer Woche, glaube ich. Oder erst 1 Woche her. Und er hat fast so fest gestrahlt mit dem Ballon d'Or in der Hand, wie er mit uns auf den Fotos gestrahlt hat. Genau. Also, ja, der hat es schon verdient, oder? Ja, absolut. Also, was er geleistet hat letztes Jahr in der Champions League allein, ist etwas, das sehr, sehr selten vorkommt. Okay. Das ist wirklich so eine Leistung, wo du so weißt, da hat einer das ganze Team auf seinen Rücken gepackt oder in den Rucksack gesteckt und das carried zum Champions League-Titel. Und er hat dann auch in 12 Champions League-Spielen 15 Goal geschossen. Also das bringt es schon mal in eine Relation. Der hat gegen PSG, Chelsea und Man City getroffen in der K.O.-Phase mehrmals. Also das heisst, nur schon die Leistung ist einfach unglaublich. Und auch in der Liga hat er wirklich real in einen Rucksack gepackt. Ist da durchgestürmt durch die spanische Liga und hat somit das Double geholt. Hat ja auch vor 2 Jahren wieder das Comeback gegeben, der französische Nazi. Und ja, Karim mit 34, der zweitälteste Sieger vom Ballon d'Or aller Zeiten. Krass. Und wird eigentlich beim Ballon d'Or auch, also wird nur das Jahr selber gewertet? Genau, das Kalenderjahr. Also was du vorher erreicht hast, wird eigentlich nicht mit einbezogen? Also es gibt nicht irgendwie, gibt es auch noch so ein bisschen eine Gesamtwertung, weißt du, wenn du so denkst... Ich glaube, die Legacy spielt schon auch eine Rolle. Das meine ich, ja. Ja, also die Legacy spielt sicher auch eine Rolle. Ich glaube, das Jahr war zum Beispiel relativ klar gewesen. Aber so bei gewissen Titeln von Messi und Ronaldo hat man sicher auch können darüber diskutieren, ob sie in diesem Jahr wirklich verdient haben, der beste Spieler zu sein. Oder ob dort eben auch die Legacy mitgespielt hat. Aber ich glaube, das Jahr ist es ziemlich klar gewesen. Dann kommt mir gerade noch eine Frage sehen. Ich weiß nicht, ob du das gecheckt hast, aber ich habe irgendwo von einer Fußballseite gesehen, dass er so mit seinen Händen, er hat so ein Danken gemacht, oder so eine Art wie die Hände zusammengetan, dass er so wie eine Art bettet. Und dann aber so die 2 unteren Finger hat er angeknickt. Genau. Hast du das, oder ist das irgendein Fußball-Insider oder was bedeutet Nein, das? er hat, glaube ich, wirklich ein Problem mit den Fingern. Also wenn sie anschaust, die beiden Finger sind richtig krumm. Ja. Und darum spielt er auch immer mit der Bandage um die Hand. Okay. Und dann hat Adidas natürlich das genommen und gerade eine Werbung daraus gemacht, wo du halt die Hand siehst mit einer goldenen Bandage. Also in Anlehnung an Ballon d'Or. Und ja, was es genau zu bedeuten hat, weiss ich im Fall auch nicht. Aber ja, es ist fast schon ein bisschen sein Markenzeichen, wenn du so willst. Okay, ja, ich sehe es gerade wirklich da. Ich bin gerade auf Google und ich habe eingegeben Benzema-Finger. Und das ist krass, ja. Der Sieg kann wirklich den Kleinfinger und den Ringfinger nicht wirklich gerade... Ja, sind einfach schräg. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es hat schon in der Fußballwelt es hat gut getan, dass er gewonnen hat, oder? Ja, es war jetzt auch das erste Mal, glaube ich, 16 Jahre, wo weder Messi noch Ronaldo in der Top 3 waren. Ja, crazy. Und ja, ich glaube... Niemand nimmt ihm das irgendwie übel, dass er gewonnen hat, oder niemand ist dagegen, dass er gewonnen hat. Ich glaube, da hat er zu fest dominiert das Jahr, um das quasi nicht zu akzeptieren. Und ja, es ist halt einfach, wie es jetzt wird laufen. Also die Ära Messi-Ronaldo ist, glaube ich, vorbei. Also die werden wahrscheinlich den Ballon d'Or nicht mehr gewinnen. Gerade ein Ronaldo, der bei Man U auf der Ersatzbank chillt und suspendiert wird. Ja, das wäre eigentlich auch Geschichte. Ist der jetzt wirklich immer noch nicht zurück im Training? Oder wie ist da der Stand von... Nein, er ist schon im Training gewesen, hat auch teilweise das Spiel von Anfang an gespielt, aber im einen Spiel, also beim letzten Ligaspiel, oder zweitletzten Ligaspiel, jetzt wo wir aufnehmen, hat er quasi die Einwechslung verweigert und ist ja dann in die Garderobe gestürmt und jetzt ist er suspendiert gewesen im letzten Ligaspiel. Aber ja. Also der tut völlig am eskalieren, sein Leben am zerstören. Nein, das schon nicht. Aber nein, aber es tut sicher da sind wir wieder seiner Legacy, das ist wahrscheinlich nicht gut. Genau. Ja. Was ich noch wollte sagen ist, dass also Benzema hat jetzt ja wahrscheinlich alles erreicht, was du kannst erreichen, oder? Der Weltmeistertitel fällt ihm noch, der Europameistertitel fällt ihm noch. Dort ist er ja immer nie, ist er ja nie nominiert dann ist klar. Und auch beim Europameistertitel ist er auch nicht dabei gewesen? Nein. Nein. Entsprechend, das regt ihn sicher auf, Ja, und das fehlt. Aber das ist wiederum etwas Krasses. Ich meine, dass jemand mit so viel Skandal wie er hatte, quasi am Schluss von seiner Karriere oder gegen das Ende von seiner Karriere
quasi noch den Umschwung schafft und schafft, den Ballon d'Or zu gewinnen, das ist schon etwas sehr Geiles. Ich glaube, das hat auch so Potenzial, um so in einen Film gepackt zu werden oder so. Ja, wir werden es sehen. Ja. Etwas anderes, Schweizer Fußball müssen wir mal beleuchten. Ausnahmsweise machen wir ja sonst nie. Nur runterlästern über den Schweizer Fußball. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass der Schweizer Fußball Playoffs einführen will. Ja. Also eine Modusänderung. Das heisst, dass man eine Aufstockung auf 12 Teams macht und dann gibt es am Schluss eine Playoff-Runde, wo der Meister ausgespielt wird. Und wir sind ja der Meinung gewesen, finden wir ja eigentlich cool, dass der Schweizer Fußball, wo so ein Löli, oder unserer Meinung nach so eine Löli-Veranstaltung ist, das mal probiert, um wenigstens ein bisschen Spannung reinbringen. Aber wir sind ja da scheinbar wirklich in der Minderheit. Ich hoffe, unser Podcast wird nicht in der Hooligan-Szene gelost, weil sonst hätten wir gleich mal ein paar Kollegen da vor der Tür, die uns würden, ja, ein bisschen sagen, Kollegen, ein bisschen weiterlesen. Nehmt den Scheiß aus eurem Podcast raus, wir wollen da keine Playoffs. Ja, mir ist es auch nicht so übergekommen, als wäre das so ein... Also eben, die Clubs selber, also die Clubleitungen haben ja wirklich bei einer Versammlung dafür für Playoffs gestimmt. Ausser 3 Teams. Ausser 3 Teams, ich glaube IB, FCL und FCZ. Genau. Und die 3, oder einer von diesen 3 hat jetzt eigentlich eine Art Petition eingereicht, oder? Beim Verband Rekurs eingeleitet eigentlich, ja. Und zwar für die Abschaffung der Playoffs. Ja, und als Gegenzug wollen sie das schottische Modell einführen, was bedeutet, dass man immer noch 12 Teams hat, aber 3-mal gegen jeden spielt. Und dann gibt es einen Split, wo die oberen 6 Teams die Meisterrunde spielen und die unteren 6 Teams die Abstiegsrunde. Und dort wird jeweils nochmal 1 gegen jeden Gegner gespielt, sodass man am Schluss auf 38 Spiele kommt. Momentan hat man 36, das heisst, es gibt eine Erhöhung auf 2 Spiele. Und ja, da muss ich sagen, finde ich auch nicht geil. Also ganz ehrlich, das ist auch nicht geil. Also ich finde das irgendwie auch ein bisschen unfair, also sicher fairer als Playoff, was sportlich angeht. Jetzt entertainment-technisch aber viel weniger geil. Und ja, aber es gibt da auch Sachen, die man kritisieren kann. Also gerade so 3 Spiele gegen jeden. Das heisst, du hast gegen unterschiedliche Gegner unterschiedliche also Anzahl Heim- und Auswärtsspiele, was ja auch einen Einfluss hat. Und gerade die Argumente von wegen Risikospiel und so, wo ja auch gegen die Playoffs sprechen, finde ich entschärft es nicht ganz. Also, nein, es verschiebt das Problem einfach. Also weißt, nur weil man kein Risikospiel mehr macht, heisst ja nicht, dass jetzt die Aggression in dieser Szene weggeht. Also ich finde, eigentlich müsstest du, ja, was vielleicht ein bisschen mehr Aufwand ist, gerade am Ursprung ansetzen und schauen, dass das einfach das Gewaltpotenzial bei so einem Spiel vielleicht einfach irgendwie auf einem anderen Weg kannst. Weil realistischerweise muss man ja sagen, die einzige Schweizer Sportart, die das Problem hat, ist Fußball. Ja, also eben Eishockey ist ja wirklich deutlich weggekommen von diesem Problem, oder? Ja. Also das ist echt krass. Ich weiss, das müssen wir auch mal beleuchten, wieso. Ich weiss nicht, wo ich so ein bisschen Hockey schauen habe, irgendwie 2012 oder so. Kommt an, ja. Ist es ja zum Teil wirklich noch auch jetzt Zug da zu rechten Ausschreitungen gekommen, von eben zum Beispiel Lugano oder Bern, Zürich. Das war immer wieder ein Thema gewesen, aber jetzt kannst du locker mit deinen kleinen Kindern das spielen und musst keine Angst haben. Also das finde ich mega, mega cool. Und ja, beim Fußball ist vielleicht einfach, es spricht noch ein bisschen mehr Leute an vielleicht. Das sowieso, ja. Das heisst, jeder hat halt, es gibt noch mehr Meinungen dazu, das heisst, es gibt auch mehr kontroverse Meinungen. Aber wieso, ja, das wäre ein anderes Thema, wieso dort die Gewaltbereitschaft immer noch so gross ist. Ja, meiner Meinung nach einfach ist, wenn man kein Risikospiel oder wenn man den Grund sagt, für gegen Playoffs Risikospiel, finde ich ein bisschen, naja. Ja, vor allem, wenn du bedenkst, dass mit einem Modus es trotzdem dazu kommen kann, dass es dann am Schluss enges Spiel gibt, also quasi fast schon Finalissima könnte geben, weil ja dann die besten 6 Teams gegeneinander spielen noch. Und dass es dann dort auch zu Risikospielen kann kommen, dann muss ich sagen, ja, okay, das Argument mit dem Risikospiel sehe ich irgendwo durch, aber ist irgendwie auch nicht
viel besser mit dem neuen System. Was wiederum besser ist natürlich die sportliche Leistung oder dass Konstanz über eine ganze Saison eher belohnt wird als in einem Playoff-Spiel oder in der Playoff-Serie, wo es dann plötzlich was Cup-Charakter hat. Ja, aber da muss ich wieder sagen, und ich weiss, ich habe das auch das letzte Mal schon gesagt, der Beste wird immer gewinnen, auch wenn es Playoffs gibt. Langfristig gesehen, ja. Langfristig schon. Und auch jetzt zum Beispiel bei uns im Rudern ist es ja so, dass wir eigentlich am Anfang der Vorlauf ist noch nicht K.O.-Phase, aber nachher, sobald du eigentlich nicht Top 3 bist, gehst du raus. Genau. Das ist eigentlich auch eine Art K.O.-System. Und ich muss einfach sagen, es gehört auch für mich zum sportlichen Geist oder zu einer Fähigkeit von einem Team oder von einem Sportler oder von einer Sportlerin in so einem Moment eben auch können im Moment leben und einfach vergessen, ob ich jetzt vorher gut oder schlecht bin, sondern ich muss einfach jetzt gut sein. Und das finde ich so ein bisschen, man kann darüber diskutieren. Ich bin vollkommen bei dir. Ich finde, am Schweizer Fußball würde es gut tun, aber ich glaube, der Schweizer Fußball ist in dem Fall einfach noch nicht ready dafür. Ja, mir kommt es auch so ein bisschen vor, und bitte meldet euch bei uns, wenn ihr da andere Meinungen habt, weil das wäre mega spannend. Es ist einfach noch ein bisschen konservativ. Irgendwie auch. Also in einer gewissen Hinsicht auch, dass man halt nicht änderungsbereit ist, oder? Ja, wir haben ja auch gesagt, man soll das mal als Testversuch machen, dass wir seit 2-3 Saisonen machen das mal und dann kann man ja immer noch zurück zum alten System, oder? Aber ja, gut, wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, im November findet die Generalversammlung statt, die außerordentliche. Das heisst, dort werden wir dann mehr erfahren und da können wir sicher auch noch mal drüber reden. Ich müsste noch schnell, bevor wir weitergehen, auch sagen, ich schaue ja eigentlich nicht Schweizer Fußball, also habe ich mich eigentlich auch nicht reinzumischen. Weißt du, was ich meine? Same, yeah. Also schlussendlich muss ich sagen, es ist für die den Fußball lieben, die sollen auch entscheiden, weil die schauen zum Schluss. Ich gebe einfach mein Zeichen für den Podcast dazu. Gut. Genau, kannst weitergehen. Schließe ich mich an. Wenn wir schon bei Revolutionen im Schweizer Fußball sind, müssen wir noch zum dritten Thema in unserem Rumble kommen, was das angeht. Beim FCL gibt es ja eine kleine Revolution. Und willst du kurz erzählen, was da passiert ist? Ja, ich kann schon kurz zusammenfassen. Es geht darum, um den Bernhard Albsteg, der ja der Präsident ist vom FCL und seit irgendwie 1,5 Jahren oder so Mehrheitsaktionär. Also er besitzt 52% von der Aktien und kann somit eigentlich alles bestimmen, was er will, oder? Genau. Und jetzt ist es so, dass er, glaube ich, seit einem Blick-Interview ziemlich Shitstorm kassiert. Oder es hat mit einem Shitstorm angefangen, ist mittlerweile ausgeartet. Mehr als ein Shitstorm, ja. Genau, in so ein regionaler Aufstand. Ja. Wo jetzt eben zusammen mehr als 52% heisst. Und es geht eigentlich darum, dass, also er hat angetönt, dass er eigentlich die ganz obere Verwaltungsratgruppe, Trainer... Sportchef und Präsident. Genau, danke fürs Korrigieren. Dass er das so eine Art jetzt antönt, dass er es auswechseln will. Und es hat einen riesen Aufruhr gegeben. Unter anderem will jetzt anscheinend, da muss ich sagen, haben wir den Bericht wieder aufs Neueste gebracht. Der FCL, dem läuft es anscheinend sehr gut die Saison. Und ja, natürlich wollen alle Fans und Verantwortlichen das so beibehalten und jetzt gibt es eigentlich sozusagen Widerstand gegen den Bernhard Albsteg. Und was ist jetzt genau die Revolution dahinter? Das musst du erklären. Genau, also es hat sich ja eine Bewegung zusammengetan, die heisst «Zusammen mehr als 52%». Das ist eine Verbindung aus wirklich Fans und anderen Stakeholder, würde man jetzt in meiner Wirtschaftsbubble sagen. Also das heisst Politiker, ehemalige Spieler, Sponsoren, die gegen das vorgehen wollen. Und sie wollen auch quasi am Herrn Albsteg ein bisschen den Mittelfinger zeigen und sagen, du hast zwar 52%, aber das bringt dir nichts, weil dir gehört der Verein nicht. Ja. Du hast quasi die Macht über den Verein auf einer politischen Ebene, aber der Verein gehört dir nicht, der Verein gehört den Leuten. Ja. Und sie haben ja mehrere Punkte, die sie ansprechen in diesen Petitionen, unter anderem, dass die Fans mehr zu sagen haben, dass es keinen Mehrheitsaktionär gibt zum Beispiel und so weiter.
Und ja, es ist krass, es ist über 15'000 Mal schon unterschrieben worden, die Petition, und ich glaube, es werden laufend mehr Leute und auch teilweise die Leute, die nicht FCL-Fans sind, einfach weil sie das wollen unterstützen. Und ich finde das irgendwie noch cool, dass es da so einen Fan-Aufmarsch gibt. Regionales Bonding. Ja, irgendwo durch... Dank Bernhard Albsteg. Ja, vielleicht ist ja genau das sein Plan gewesen. Vielleicht hat er quasi die Leute zusammenbringen, indem er sich als Bösewicht herstellt. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, er ist einfach halt so ein klassischer Unternehmer, der eine Leistungskultur erwartet. Ich glaube, Swissport gehört auch ihm, oder? Gehört ihm, ja, genau. Ja, voll. Genau, da in Steinhausen, ja. Um die Ecke bei uns. Ja, und entsprechend hat er wahrscheinlich nicht erwartet, dass es so gut läuft die Saison, und hat dann einfach mal auf den Putz gehauen, ohne richtigen Grund dafür. Und, ja. Aber er kann eigentlich schlussendlich auch nur unter dem öffentlichen Druck brechen, oder? Also solange er die Mehrheit, also solange er 52% der Aktien hat, kann ihm machen, eigentlich niemand reinreden. Also es gibt da nicht ein Gesetz, wo man ihn aushebeln kann. Das heisst, es ist wirklich öffentlicher Druck, den die alle aufbauen. Genau. Okay. Und jetzt gibt es eben auch da eine außerordentliche GV, und ich bin recht gespannt, was da rauskommt, aber wir werden auch das sicher noch können. Ich finde eben auch, wir müssen ja auch ein bisschen mehr FCL-Fans sein, als dass wir sind, weil viele Luzerner, muss man ja sagen, sind auch EVZ-Fan. Genau. Also das Einzugsgebiet vom EVZ beinhaltet sicher auch Region Luzern, und darum muss ich sagen, bei uns ist jetzt das noch nicht so angekommen, oder vielleicht liegt es auch daran, dass eben wir uns nicht so in den Fußballkreis, oder doch schon Fußball, aber nicht regional Fußball befindet. Und ja, wir würden da sicher wahrscheinlich unsere Luzerner Kollegen unterstützen, oder? Ja, also oder ich bin tun wir es jetzt da gerade politisch? Nein, ja, dürfen wir ja. Wir sind Indie. Wir dürfen. Haben wir das schon mal gemacht? Haben wir uns schon mal politisch geäußert? Nein. Aber gut, ich meine, das ist jetzt sportpolitisch. Das dürfen wir. Und ich finde es auch cool. Ich finde auch Albsteg out. Der Region zu lieb. Also, der Region und Vereinslieb. Ja. Ja. Sehr gut. Wir haben noch ganz viel anderes auf der Matte und haben aber schon 53 Minuten geredet. Entsprechend gehen wir noch schnell im Schnelldurchlauf durch die anderen Themen durch. Genau, das sind eben, wie gesagt, ein bisschen zusammengefasst. Das sind nicht eine Sportart, die wir jetzt da noch werden behandeln, sondern wir sind des Öfteren angefickt worden, dass wir eben zu wenig Schach beleuchtet, oder eben genau, weil in der letzten Zeit so viel Spannendes und auch Mysteriöses in der Schachwelt passiert ist. Gut, man muss fairerweise sagen, das Timing war halt blöd gewesen, weil es ist genau dem passiert, wo du weg bist. Und wir sind einfach auch keine Schachexperten. Das kommt noch dazu, ja. Also 2 gute Gründe, wieso wir das nicht so beleuchtet haben, aber jetzt wollen wir gleich noch schnell auf das eingehen. Es geht zwar geht es um den Konflikt Niemann, oder sagen wir Niemann? Ich glaube, man sagt Niemann. Also okay. Ist ein Amerikaner, aber hat holländische Wurzeln. Hans Niemann ist ein Amerikaner. 19. Grossmeister. Genau, und sein Gegner ist der Magnus Carlsen, der Norweger, der ja schon seit mehreren Jahren eigentlich Top of Chess ist. Also der hat wahrscheinlich schon alles erreicht, was man im Schach kann erreichen kann. Ich glaube, so weit können wir gehen, ja. So weit reicht, also so lange jetzt mein sportliches Wissen noch. Und es ist ja darum gegangen, dass der Hans Niemann ziemlich schnell erfolgreich geworden ist im Schach. Und das sieht dann anscheinend nicht immer mit rechten Mitteln zu und her gegangen. Und da habe ich mich von Anfang an schon gefragt, also es handelt sich klar um 2 sehr grosse Figuren in der Schachwelt. Genau. Es geht um einen Betrugsskandal eventuell, was man ja nicht ganz weiss. Es geht um viel Geld. Es geht um Prestige. Und da frage ich mich jetzt, was ist genau das, was den Skandal so speziell macht? Was hast du das Gefühl? Ist es etwas von diesen Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben? Oder? Ja, ich glaube, wir müssen einfach mal noch kurz aufarbeiten, was genau passiert ist. Oder? Ja. Der Hans Niemann hat... Hans Niemann hat den Magnus Carlsen bei einem Turnier geschlagen.
Und dann hat der Carlsen relativ schnell mal Betrugsvorwürfe in die Runde gerührt. Aha. Und dann sind die wildesten Gerüchte umgegangen. Also mein Lieblingsgerücht war, mit Analkugeln ferngesteuert zu sein. Was aber ja dann quasi debunked wurde, das ginge nicht. Man muss aber schnell vielleicht erklären, oder jetzt holen wir im Ausholen, dass man mit gewissen Zeichen im Schach kann man den Spieler halt warnen, dass jetzt ein besonders wichtiger Zug kommt. Und meistens, oder wenn man halt vielleicht einfach so, am einfachsten geht es irgendwie mit einem Blickkontakt, also dass man nickt oder so, aber das geht natürlich an einem guten Schachturnier nicht. Genau. Oder dass man halt irgendwelche elektronischen Geräte an sich hat, die dann vibrieren, wo einer zuschaut über die Live-Sendung und sagt, hey Kollege, jetzt musst du aufpassen, und dann sende ich dir ein Vibrationssignal. Und das bedeutet dann quasi, was du als nächstes musst machen. Genau, und das wäre natürlich der Sinn von diesen Analkugeln gewesen, nehme ich jetzt mal an. Genau. Bro, ja, auf jeden Fall. Ja, aber hat sehr viele Leute auf das gebracht. Und dann ist es ja, also ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das war bei einem Online-Schachturnier gewesen, darum sind die Vorwürfe auch gekommen. Und dann hat es 2 Wochen später nochmal ein Rematch gegeben quasi. Und dann hat der Magnus Carlsen einen Zug gemacht und ist dann hat dann aufgegeben, und das ist quasi so Protest. Der Protest oder der Betrugsvorwurf Nummer 1 gewesen, und das hat dann die ganze Schachwelt ins Jenseits geschickt, oder fast schon ins Delirium. Und dann ist ja auch nachher herausgekommen, dass Chess.com eine Analyse gemacht hat, von wie der Niemann gespielt hat. Und dann ist quasi festgestellt worden von einem Supercomputer, dass dass ein Mensch gar nicht so gut kann spielen und die Zeug kann machen mit der Präzision, die er gespielt hat. Und aber das kann man bis heute eigentlich nicht belegen. Und ich glaube, das ist auch das, was es so spannend macht. Oder? Also eben auch das mysteriöse, geheimnisvolle, so fast schon ein bisschen supermenschliche. Genau. Das macht es auch extrem spannend. Und auch einfach das Mysteriöse, wie hat er allenfalls beschissen, oder? Also, dass das nie rausgekommen ist, dass man weiss, es könnte sein. Er hat ja in der Vergangenheit schon beschissen und darum... Er hat schon mal beschissen und hat es zugegeben. Er hat von 2 Vorfällen hat er das quasi beichtet. Und es gibt aber in der Szene den Vorwurf, dass er das öfters gemacht hat bei Online-Schachturnieren. Genau, und aber ja, was ist deiner Meinung nach? Also, zum deine Frage... Also erstens habe ich zu wenig Einblick. Aufräumen. Ich habe eben mich vorher gefragt, als ich das nachgelesen habe, was könnte sein, wieso die Schachwelt so ausser Rand und Band ist wegen dem. Auch eben unser Kollege Chris, Grüße an dich, wenn du das hörst, was er nicht macht. Auf jeden Fall, der ist zu uns gekommen und hat gesagt, Jungs, ihr seid so dumm, wirklich. Ihr labert über so viel Scheiß, aber über das Wichtige redet ihr nicht. Und ich so, Alter, was ist los? Wieso ist das so wichtig und so? Und dann habe ich mich gefragt, es kann ja nicht einfach sein, dass einer beschissen hat. Ich meine, es wird tagtäglich beschissen im Sport. Und ja, aber ich finde wirklich, ich bin nicht auf das gekommen, auf das Supermenschliche, dass eben ein Supercomputer brauchst, um zu belegen, dass der sich gar nicht so gut denken kann, oder dass ein Mensch nicht so gut denken kann. Das hat so etwas Aktenzeichen XY-mäßiges, oder? Ja, fast schon. Und was halt sicher auch noch dazu kommt, ist, dass er ganz ein spezieller Charakter ist. Also wenn du mal seine Interviews schaust, das habe ich geschaut, ja. Dann bist du so, Alter, was bist du für ein Dude? Aber er ist halt so ein Shootingstar in dieser Szene scheinbar. Ja. Also so ein bisschen, was Magnus Carlsen vor 10 Jahren war, wahrscheinlich. Ich sage da wahrscheinlich, weil ich weiß es nicht. Aber ich nehme es jetzt mal an. Und einfach, dass der Konflikt herrscht zwischen dem Shootingstar und dem besten Spieler. Ja, auf jeden Fall hat jetzt der Hans Niemann eigentlich die ganze Gegnerschaft angeklagt auf schlechten Nachruf. Ja. Eigentlich Reputationszerstörung, Verleumdung. Und das für 100 Millionen US-Dollar. Also, so eine typische Ami-Klage. Ja. Also eine Ehefrau, die verrückt ist und ihren Ehemann einfach mal für 100 Millionen verklagt. Ja, wir sind gespannt, was da rauskommt und werden es hoffentlich oder auch mit einem gewissen grösseren Interesse verfolgen, um unsere Schachfans da zu befriedigen. Genau. Und bitte, wenn es einen da hat oder eine, der wirklich sehr gerne in den Podcast würde kommen, herzlich willkommen. Und ist das dann aber auch im Detail erklärt, verdoppelt.
Für Leute, die nicht daraus kommen mit Schach, so wie wir. Genau. Ja, ist jetzt zwar nicht kurz gewesen, aber würden wir doch noch schnell zum nächsten Thema. Und zwar wäre das auch sehr ein spannendes Thema, zum mal als Hauptthema zu nehmen. Unbedingt, ja. Und es geht darum, eigentlich Frauensport in islamischen Ländern. Weil dort ist es ja erstens nicht einfach, als Frau Sport zu machen. Und zweitens muss man sich dann immer noch, wenn man es macht, an gewisse Regeln halten, wie zum Beispiel ein Hijab tragen, oder? Sage ich das richtig? Ja, ich glaube. Ja, auf jeden Fall ist es ein Kopftuch. Und das hat eine gewisse iranische Kletterin gemacht. Ihren Namen habe ich jetzt... El-Nasr Rekabi heisst die Frau. Genau, und sie ist an einem asiatischen... Oder, nein, an der Asienmeisterschaft ist das im Sportklettern, genau. Ist sie gewesen und hat kein Kopftuch angehabt, sondern nur so ein... Ja, sie hat sich zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, also die Haare. Und sie hat dann so eine Art Bandana angehabt, aber eben genau, wie du sagst, kein Kopftuch. Und das ist ja insofern speziell, weil im Iran gehen ja jetzt gewisse politische Prozesse los, oder es ist eine Revolution losgetreten, wo die Frauen gegen das Regime aufstehen und sich wehren und für ihre Rechte einstehen. Genau. Und da hat sie als Sportlerin ja eine riesige Sonderstellung, eben wieder mal ein Fall, wo Politik und Sport dann eben doch vermischt sind oder verwoben sind. Und ja, bei ihr ist sie ja speziell, sie ist ja extrem gut. Also sie hat im 21 zum Beispiel Bronzemedaille geholt an der WM. Ja. Ist jetzt an der Asienmeisterschaft eben Vierte geworden. Und sie ist so ein bisschen ein heimlicher Superstar in ihrem Heimatland. Und ja, sie hat ein politisches Zeichen setzen, indem sie eben genau gegen die Regeln oder gegen die islamischen Regeln verstößt. Was ja in diesen Ländern eigentlich auch das Gesetz ist. Genau. Also du musst sehen, es ist ja nicht so wie bei uns Christentum und Gesetz, sondern das verfließt eigentlich in einem. Eben, und sie ist jetzt eigentlich von dieser ganzen Szene eigentlich die Heldin, oder? Das kann man so sagen. Kann man sagen, aber auch ein bisschen eine Märtyrerin, oder? Ja, es ist halt nicht ungefährlich für sie selber. Also das hat natürlich Konsequenzen für sie. Also einerseits wird sie sicher... Ich glaube, sie ist immer noch... Sie ist unter Hausarrest gestellt worden. Sie ist unter Hausarrest gestellt worden, aber natürlich wird sie auch an zukünftigen Wettkämpfen viel mehr beobachtet. Und, wenn sie überhaupt antreten. Das ist jetzt noch die Frage. Und eben, das ist dann immer, eben als Märtyrerin, ja, du opferst eigentlich halt deine sportliche Karriere und ja. Ja, was ich krass finde, ist eben, sie hat das gemacht, oder? Und dann ist wahrscheinlich gerade die Sittenpolizei gekommen und gesagt, wo sie dann gelandet ist am Flughafen in Teheran, genau, ist dann gesagt worden, ja, also jetzt machst du mal zuerst eine öffentliche Entschuldigung. Dann hat sie gesagt, ja, es sei ihr leid für die Unruhe, die sie ausgelöst habe. Sie hatte einfach ein Problem mit dem Hijab gehabt, technisch, und wegen dem hat sie es nicht angehabt und es hatte nichts mit Politik zu tun und so, aber die Leute sind ja nicht dumm. Und ja, ich hoffe, es ist ein gutes Zeichen. Ja, eben darum, ich glaube, wir dürfen da gar nicht zu tief gehen, weil wir uns sonst verlieren und auch das Thema wirklich eigentlich eine grössere Bühne verdient hätte. Darum lassen wir das mal so da stehen, riesen Respekt eigentlich. Also ich weiss nicht, ob ich so wenig egoistisch wäre, um wirklich eigentlich eine nationale Idee oder eine Revolution in Gang zu setzen und dafür meine Karriere opfern. Ja. Da bist du halt in der Schweiz schon eher auf der egoistischen Seite, muss ich ehrlich sein. Ja, auf jeden Fall krasse Story. Genau. Ja, 2 Themen haben wir noch. Ganz kurz. Noch ein bisschen lockerer. Einfach locker zum Abschluss. ZSC Lions, also der ZSC, hat ein neues Stadion bekommen, Swiss Life Arena. Was mich persönlich auch sehr fest interessiert. Ich habe, für die, die es nicht wissen, als Maturaarbeit ein Eishockey-Stadion für Steinhausen, für den EHC Steinhausen, designt. Also ich habe das Konzeptionelle aufgestellt, wie Sicherheitskonzept etc. Und dann am Schluss auch noch für unsere liebe BG-Lehrer noch wie sagst du dem? Ein optisches Konzept, oder was? Nein, Visualisierung vom ganzen Projekt von außen zeichnet, wo dann halt noch so ein bisschen den bildnerischen Gestalten-Aspekt abdeckt hat. Und darum bin ich immer an diesen Stadien
vom Fußball wie auch vom Hockey sehr interessiert. Hat es ja nicht selten gegeben in den letzten 10 Jahren, dass ein grosser Club in der Schweiz ein neues Stadion bekommen hat oder zumindest ein Umbau. Eine Gesamtrenovation. Ja. Ich bin noch nie in der Swiss Life Arena gewesen. Gut, ist ja schwierig, hat glaube ich erst 2 Spiele gegeben. Genau, sicher besser als Hallenstadion. 100%. Aber was ich nicht verstehe, die haben schon wieder die Tribüne so weit vom Eis weggemacht. Das habe ich gesehen, aber ich habe mich dann wirklich gefragt, sieht es einfach so aus? Ja. Wie fühlt man sich, wenn man drinnen ist halt immer noch eine andere Frage, oder? Ja. Und auf jeden Fall der grösste Unterschied für die ZSC selber, sie haben ihr eigenes Stadion. Nach über 70 Jahren, ja. Sie müssen nicht einfach noch über die Straße laufen mit den mit den Hockeyschuhen und noch Gummis unten dran, sondern sie können wirklich dort trainieren, wo sie dann auch Match spielen, also haben jetzt sozusagen einen kleinen Heimvorteil mehr. Ist auch gut für die Liga entsprechend, weil es vereinfacht die Planung. Das heisst, man muss nicht mehr um die Events im Hallenstadion planen. Organisatorisch sicher besser, aber auch für ZSC, was den Aufwand angeht, auch einfacher. Und ja, es ist ja ein bisschen, also wenn wir nochmal zum Stadion kommen, das ist ja so ein State-of-the-Art Arena, also es wird wirklich verglichen mit NHL Arena und es ist ja auch gedacht als Mehrzweckhalle. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also eigentlich müssten wir mal dort einen Match schauen. Also ZSC, falls irgendjemand zulässt, wir nehmen auch gerne Billett. Also, aber wir gehen dann auf die andere Seite. Ja. Nein, das kann man ja nicht. Also zuerst mal müssen wir fragen, kann man in diesem Stadion auch eine 3-0-Serie verlieren? Das wird sich erst noch herausstellen. Auf jeden Fall hat das Ganze 207 Millionen gekostet. Ja, ich glaube, das liegt im Bereich, wo jetzt alle neuen Arenas, wie eben die Bossard Arena in Zug oder die neue Valascha oder Fribourg, wo auch ein neues Stadion hat, das ist alles etwa im gleichen Bereich. Mhm. Genau. Und es ist auch schön, dass Zürich wenigstens im Eishockey ein Stadion bekommt, wenn es schon im Fußball keins bekommt. Ja, jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Noch zu Ski. Dort hätte das Wochenende sollen der Weltcup bei den Frauen losgehen. Ist dann abgesagt worden wegen schlechtem Wetter in Sölden. Jetzt ist auch noch herausgekommen, dass ihre Abfahrt also am Matterhorn auch nicht stattfindet. Ist das definitiv? Das ist definitiv, das ist heute Morgen rausgekommen. Okay, weil das von den Männern ist ja schon am Wochenende abgesagt worden. Genau, also das haben wir ja schon mal beleuchtet. Die Rennen am Matterhorn oder wir dürfen nicht sagen am Matterhorn, sondern Zermatt Cervinia war es, glaube ich. Genau, ich schaue gerade, in welcher Folge wir darüber geredet haben. Weil wir haben ja mal über den Klimawandel und Sport geredet, also und Klimawandel und die Folgen für den Sport. Das Lustige ist ja, dass sie argumentiert haben bei Gletscherrennen oder Rennen auf dieser Höhe, dass es schneesicher ist und darum eigentlich die Saison schon im Herbst anfangen. Und was jetzt passiert ist, es hat keinen Schnee. Genau. Und falls ihr mehr dazu hören oder erfahren, dann müsst ihr mal Folge 36 von uns hören. Dort haben wir eben genau über so Themen geredet. Und ja, ich glaube, was du sagst, ist richtig. Und das Problem war einfach, dieser Sommer war ja so verdammt heiß und es hat so wenig Niederschlag gegeben, dass es effektiv gar keine Reserve hat für die Piste. Und ja, entsprechend wird das ganze Projekt jetzt um ein Jahr verschoben. Was ich wiederum aber nicht schlimm finde, weil sie haben ja unbedingt das noch in dieses Jahr reinschieben, weil geplant wäre es ja ursprünglich sowieso erst auf nächstes Jahr. Ja. Und von dem her finde ich das eigentlich immer noch ganz okay, wenn es auch erst nächstes Jahr stattfindet. Schade, aber ja, man kann damit absolut leben, oder? Also es wird zwar nicht besser mit dem Schnee, aber ja. Die Ereignisse werden extremer, das heisst, wenn man Glück hat, könnte man sogar schon im September anfangen. Ja. Oder auch erst dann im Dezember, wenn es wieder so schlimm ist. Genau, noch vielleicht kurz für unseren Schweizer, ich meine, jetzt wo der Roger abgetreten ist... Stimmt, ich bin mal gefragt worden, über was redet der andere jetzt, wenn der Roger nicht mehr spielt. Ich so viel über... Ich muss ja sagen, ich sage immer Roger. Ich weiss nicht, ich nehme es einfach... Ich versuche ein bisschen Hops zu nehmen, aber mehr aus dem Grund, jetzt rede ich schon wieder den Typ. Also ich höre auf. Der neue Roger ist ja jetzt unser Marco Odermatt, oder? Genau. Das darf man so sagen. Das ist eigentlich der neue Liebling. Mir würde gerade sonst niemand einfallen, der in einer so einer... Der perfekte Schwiegersohn. Was ja eigentlich der Roger auch war. Ja. Und jetzt
hat unser perfekter Schwiegersohn wieder mit einem perfekten Saisonstart losgelegt. Genau, dominanter Sieg im Riesenslalom in Sölden. Und ja, er fängt dort an, wo er letztes Jahr auch schon angefangen hat. Er hat ja auch den Riesenslalom in Sölden gewonnen und dann sich dann den Gesamtweltcup-Sieg und natürlich auch Olympiagold geholt. Und ja, ich glaube, machen wir eine Prediction wieder das Jahr gleich wie letztes Jahr. Das müssen wir noch für all unsere Wintersportarten machen wir nächstes Mal in der nächsten regulären Folge. Eine Prediction Session. Ja, machen wir unbedingt. Ja, aber ich glaube, eins können wir vorwegnehmen, oder? Odi holt wieder Gesamtweltcup. Wenn er sich nicht verletzt, natürlich immer, holt so lange. Und ja, ich glaube, das Jahr ist auch